Ich würde von mir sagen, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Aber das bin ich nicht einfach, weil ich das von Natur an bin. Das ist, weil ich mich dafür entschieden habe, mein Leben mit einem gewissen Humor in Angriff zu nehmen. Was ist es denn eigentlich, wenn haben die Erwachsenen die Einfachheit, die Leichtigkeit vom Kindsein verloren? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es auch mit dem Spielen zu tun hat. Kinder spielen Tag ein, Tag aus, lachen die ganze Zeit. Erwachsene, die spielen fast nicht mehr. Long story short, ich möchte das Ganze heute mit einem Quiz starten. Es geht nämlich darum, herauszufinden, wo ich im letzten Monat umgereist bin. Also, erster Tipp. Das Land befindet sich nicht in Europa. Das Land hat eine enorme Vielfalt an Natur. Riesige Küstengebiete, riesige Wüstengebiete, ein riesiges Berggebiet. In diesem Land hat es ganz viele Städte, hat es aber auch die winzigsten Bergdörfer, die wir uns auch nur vorstellen können. Und in diesem Land sind die Leute so gastfreundlich, wie ich es vorher noch nie gesehen habe. Was ich aber weiss, ist, dass viele Leute, die ich kenne oder die ich mit ihnen geplaudert habe, sehr viele Vorurteile über das Land haben. Vorurteile, die ich nicht nachvollziehen konnte, nachdem ich einen Monat in diesem Land war. Man redet dort unter anderem Arabisch, ist aber auch Französisch sprechend, weil es eine französische Kolonie war. Mal. Aber jetzt herrscht dort ein König, der Mohammed VI. Kleiner weiterer Tipp. Das Land wird durch die Strasse von Gibraltar von Europa mit Afrika verbunden. Die Strasse von Gibraltar, das ist keine herkömmliche Strasse, wie wir sie kennen, sondern eine Meerenge, die das Mittelmeer mit dem Atlantik verbindet. Gut, jetzt ist es schon ziemlich einfach. Die Hauptstadt fährt mit R an und das Land hat ungefähr 34,5 Millionen Einwohner. Das Land liegt in Nordwestafrika und grenzt an Algerien und Mauretanien. Also gut, jetzt ist es einfach. Bist du ready für ein kleines Abenteuer? Wenn ja, nimm dir Zeit. Überleg dir schnell die wichtigsten Sachen, die du einpacken willst. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Einfach so, dass du die ruhig tragen kannst. Und keinen Hinger ins Auto, weil das Bett ist schon bereits im Auto drinnen. Wir machen uns jetzt nämlich auf. Wir bereisen jetzt zusammen 1 Monat lang Marokko. Dann möchte ich dich heute mitnehmen, mit uns Marokko zu bereisen. Zusammen mit dem Taschin und unserem Auto, einem Poschi, einem kleinen gelben Lieferwagen, bereisen wir heute nämlich Marokko. Was haben wir gemacht in diesem Marokko? Hat mich meine Mama gefragt, als wir zurückkamen. Und dann habe ich Karten vorgenommen, weil wir von jeder Reise, wenn wir ein neues Land bereisen, erstmals eine Karte kaufen, damit wir im Nachhinein auch feststellen können, wo wir überall her sind. Und wir schreiben immer unsere Routen auf und schreiben auch her, wo das welche Herberge schön war. Oder wo wir gut gegessen haben. Also die Restis werden festgehalten. Und als mein Vater mich gefragt hat, wie Marokko war, habe ich gesagt, irgendetwas ist einfach speziell an diesem Land. Irgendeine Zauber schafft es jedes Mal wieder, mich dorthin zurückzubringen. Irgendetwas ist speziell, magisch an diesem Land. Und mein Vater hat dann gesagt, das ist im Fall nicht Marokko, sondern ein Kontinent. Das ist Afrika. Afrika ist irgendwie anders. Das war schon früher so, als er dort durch Afrika gereist ist. Und ich habe genau gewusst, was er meint mit dem, weil in Marokko, dort zählen andere Sachen, als dass wir es hier in der Schweiz als wichtig empfinden.
Ja klar, es ist auch ein anderes Land, es hat andere Sitten, Tradition, Religion. Aber schon nur Menschen an sich legen irgendwie ganz andere Gewicht auf Familie, auf das Zusammenleben, auf Gastfreundschaft. Das ist jetzt weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach anders. Von Tag 1, wo wir mit der Fähre von Barcelona in Tanger, das ist im Nordwesten von Marokko, angekommen, hat uns das Abenteuer einfach schon gepackt und nicht mehr losgelassen. Also sind wir mit unserem Auto von Tanger nach Chefchaouen gefahren. Ich hatte ewig, bis ich den Namen aussprechen konnte. Und darum sagen wir dem schönen Städtchen einfach jetzt Chefchaouen. Ich habe vorher noch nie von Chefchaouen gehört. Und der Taschin hat gesagt, schau im Fall, wenn wir das nächste Mal auf Marokko gehen, wir gehen in die blaue Stadt. Und dann habe ich gedacht, hey, was, blaue Stadt? Ich komme nicht raus, was redest du überhaupt? Und dann sind wir dort hergefahren und mir hat fast den Schlag getroffen. Jetzt stellt euch mal eine Stadt vor, die aussieht, als wäre es von einem Assassin-Game rausgenommen worden und irgendwo im Norden von Marokko hergestellt. Als wäre das nicht schon geil genug, hat man das Ganze einfach noch hellblau angemalt. Und wenn ich hellblau sage, meine ich hellblau, weil alles, ausnahmslos alles, war einfach blau angemalt. Die Strassen, die Wände, die Häuser, sogar die Bäume. Also, die ganze Stadt war komplett blau. Es war so schön dort, dass ich wirklich gefunden habe, hey, was ist das hier? Was läuft hier? Wer malt eine ganze Stadt blau an? Es hat so eine schöne Aura gehabt, das Ganze, dass wir uns entschieden haben, wir bleiben dort 2 Tage. Also sind wir 2 Tage auf dem Camping von Chefchaouen geblieben. Und wir haben das Städtchen genossen. In Marokko ist es so, dass die grossen Städte eine Medina haben. Eine Medina ist eine Altstadt. Was ist die Mehrzahl von Medina? Medinens. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jede Medina ist aufgeteilt in kleine Souks. Souks sind die Läden, die man kennt vom Fernsehen, von den Zeitschriften, von den Reisemagazinen. Dort, wo auch die marokkanischen Leute ihre kleinen Läden haben, ihre kleinen Boutiquen und die zu verkaufende Ware angepriesen wird. Und in Chefchaouen, also Chefchaouen, ist es so, dass dir kein Händler seine Waren anwirbt. Marokko ist ja schon dafür bekannt, dass es ein Handelsvolk ist. Noch zurück dann in der Geschichte ist es wirklich auch gerade Tanger war ein grosser Handelspunkt, der mit der Fähre Ware von Europa zwischen Europa und Afrika hin und her geschiffnet wurde. Das Gleiche mit den anderen Grossstädten. Also Marokko ist bekannt, dass sie sehr viel handeln und auch produzieren. Chefchaouen ist ein bisschen anders dort, was den Verkauf anbelangt. Du wirst nämlich nicht in die kleinen Souks und Läden hineingezogen, sondern die Verkäufer lassen dir Zeit, dass du dir wirklich überlegt in die Läden hinein kannst gehen und dir etwas Schönes posten, das dir auch gefällt. Was macht der Chefchaouen aus? Also Chefchaouen ist aus meiner Sicht sehr authentisch. Medina ist ganz eine kleine, aber sehr kunstvolle Medina. Und weil halt die ganze Stadt blau angemalt ist, ist es schon nur wegen dem ein Erlebnis. Es ist die Stadt von Kunst und von der Freiheit, hat mir gedacht. Und es ist die Stadt vom Hasch. Also an einem Tag bin ich wirklich über 16 Mal gefragt worden, ob ich Hasch kaufen will. Dort hat es sehr viele Bergbauern, die Hasch abpflanzen. Nach Chefchaouen haben wir uns dann aufgemacht für die Stadt Fez. Fez liegt immer noch im Norden von Marokko. Und Fez ist bekannt für ihr Handwerk. In Fez wird Keramik getöpfert und es wird auch sehr viel Metallerisches geschaffen. Also das metallerische Handwerk von Marokko, das in Marokko verkauft wird und oftmals von Fez. Das heisst, die schönen Lampen, die man überall sieht, oder auch die Spiegelrahmen oder sonstige Sachen, die aus Metall gemacht werden.
Fes hat auch riesige Gerbereien, also es wird auch Leder verarbeitet dort. Es wird Leder eingefärbt, geschnitten und zu Taschen und Schuhen aus Sitzsäcken und Handtaschen und Jacken, einfach zu allem Möglichen verarbeitet. Und das schmeckt so komisch. Wenn man an einer Gerberei vorbeiläuft, weiss man sofort, irgendetwas mit Leder wird hier gemacht. Oftmals werden diese Ledersachen mit natürlichen Farben eingefärbt. Sei es das Ton oder Safran oder irgendwie Kurkuma, Senffarben. Es sind alles sehr naturbelassene Schmuckstücke, die sie dort kreieren. Nebst all dieser Handelswaren wird auch in jeder Medina sehr viel Essen verkauft. Es schmeckt überall sehr fein. Kleine Köstlichkeiten wie Datteln, getrocknete Feigen, Oliven und sehr viel Gewürz werden abgerissen. Man kann sich manchmal fast nicht entscheiden, was man jetzt kaufen will. Und dann sind wir nach Fes weitergefahren Richtung Cascade d'Ouzod. Aber bevor wir in Cascade d'Ouzod angekommen sind wir durch das Wüstengebiet und haben einen kleinen Teil vom Atlas bereits gesehen. Auf dem Weg ist uns etwas aufgefallen, das uns irgendwie verunsichert hat. Ifrane hat es geheissen, die kleine Stadt. Und Ifrane sieht so aus, als hätte man irgendein traditionelles Schweizer Alpendorf genommen mit dem Kran und mit dem Helikopter mitten in Marokko fallen. Also die Häuser dort, die haben nicht die typischen marokkanischen Dächer, wie man sie so kennt, die Flachdächer und mit verschiedenen Stockwerken. Nein, es sieht wirklich aus wie hier in der Schweiz. Alle Häuser haben Gippeldächer und sind riesengroß. Ifrane ist umgeben von Zedernwäldern, weil dort ist das Gebiet der Zederntannen. Wir sind dort also durchgefahren und anschliessend bin ich in ein Buch, das wir dabei hatten, über Marokko nachschauen, was dort abgeht. Das ist irgendwie komisch. Und ich habe dann festgestellt, dass dort vor allem die königliche Garde und auch ein Grossteil des Militär sich niedergelassen hat. Nach einer holprigen Fahrt durch das Atlasgebirge haben wir uns dann dort eingetroffen. Unterwegs ist auch wieder viel Lustiges passiert. Zum Beispiel wollte ich an einer Tankstelle einen Kaffee kaufen. Und was ich bekommen habe, ist ein Bananenjoghurt. Dort hat mich eine Frau angelacht, die eine Tätowierung am Kinn hatte. So einen Strich gegen unten. Später auf der Reise habe ich vernommen, dass das eine Berberfrau war. Berberfrauen stammen von den älteren Völkern von Marokko ab. Also die Berber an sich sind ein älteres Volk in Marokko. Ich habe dann auch vernommen, dass der Strich, die Tätowierung am Kinn bedeutet, dass die Frauen verheiratet sind. Heutzutage macht man das scheinbar nicht mehr so. Und ich habe die Frau angeschaut und sie studiert und dann habe ich irgendwie festgestellt, hey, das irgendetwas umgibt die Frau, die ist sehr speziell. So eine sehr schwere Frau mit ganz vielen Tüchern und ein faltiges Gesicht. Und dort hat sie ihre Kondensmilch getrunken, weil das ja scheinbar keine Tankstelle war, wo wir hergefahren sind, sondern eine Molkerei. Darum habe ich anstatt des Kaffee auch ein Bananenjoghurt bekommen. Auf jeden Fall ist die Frau dann aufgestanden und ist zu mir gekommen und hat mich umarmt. Also so eine richtig deftige Umarmung. Und mein Herz ist einfach auf. Und ich dachte, das passiert doch in der Schweiz auch nicht. Kommt mal irgendeine Mutter, die umarmt die einfach. Und dort habe ich einen grossen Teil von meiner Skepsis abgelegt. Und habe gedacht, tu doch nicht so dumm und lass dich endlich auf das Land ein. Und ab dann habe ich gefunden, go with the flow von diesem Land. Und das haben wir dann auch gemacht. Der Taschin und ich sind nachher in Cascade d'Ouzod angekommen. Dort waren wir auf einem kleinen Camping, das sehr schön war. Am nächsten Tag haben wir als erstes mal die Elektrizität von diesem ganzen Camping abgeschissen, weil wir Wäschleine von Laternen zu Baum gemacht haben und das ganze Bettzeug von unserem Auto haben draufgehängt und es hat es nicht mehr gegeben und somit ist das Ganze zusammengekracht. Uns war es nicht recht.
Die vom Camping haben gesagt, hey, im Fall, macht euch keinen Kopf, das ist schon in Ordnung. Naja, so kleine Sachen passieren halt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und vielleicht mal ein bisschen am Anfang noch muss schauen, wie was tut. Und dann sind wir die Wasserfälle anschauen von Cascade d'Usud. Cascade d'Usud ist so ein kleines Dörfli, das ziemlich in ocker- und kupfriger Farbe leuchtet von all dem Gestein, das dort ist. Und mitten drin hat es einen kleinen Wald. Und in diesem Wald hat es 2 riesige Wasserfälle. Also wirklich richtig gross. Und dann sind wir runtergegangen, um die anzuschauen. Und haben festgestellt, dass es in diesem Wald ganz viele Affen hat. Und auf einmal waren wir umgeben von fetten Berberaffen. Und der Tajin hat vorher noch einem Marokkaner Nüsse abgekauft und so weit runtergemerkt, wie es nur gegangen. Weil Märkte gehört zur Kultur. Man muss bereit sein, zu handeln. Weil sonst verkaufen sie dir irgendwelche Sachen zu einem Preis, den du eigentlich nicht hättest zahlen. Also haben wir dort irgendwelche Kakaoet für 5 Dirham, umgerechnet 50 Rappen gekauft und es diesen dicken Affen zum Futtern gegeben. Klar, das war ein riesen Touristenfall, aber es ist schon okay, weil im Verlauf der Reise haben wir Sachen gesehen, die auch die wenigsten Touristen jemals werden sehen. Irgendwann sind wir näher zu Mittagessen. Und meistens ist es so, dass man Taschin isst. Das ist so ein Tontopf. Und in diesem Tontopf werden sehr viele Gemüsesachen, Herdöpfel zubereitet. Das gibt es auch mit Fleisch oder mit Fisch, je nachdem, was man möchte essen. Dann hat ein alter marokkanischer Mann, mit uns ein Gespräch angefangen. Und hat der Taschin gefragt, wie viel Kamel er für mich haben möchte. Und der Taschin ist mit einem so mässig schäbigen Preis eingestiegen. Er hat gesagt, 8 Kamel. Ich habe dann interveniert und gesagt, hey, hallo, sicher nicht 8 Kamel, da brauchen wir viel mehr. Und dann hat der Marokko gesagt, er hat die Gänge so viel. Und der Taschin hat gesagt, ja, ich glaube schon. Und dann hat er gesagt, okay, dann will er mich nicht. Und somit hat der Taschin mich halt nicht an einem Marokkaner verkaufen. Dafür durfte ich weiter schöne Sachen auf der Reise erleben. Anschliessend sind wir ins Atlasgebirge gefahren. Auf der Karte sieht die Strecke etwa so lang aus wie ein Zeigefinger. Aber in Realität hat man sicher 2 Tage für durch das grosse Atlasgebiet zu fahren. Aber wir mussten halt auch immer überall anhalten, weil es einfach so schön war. Auf der Herrenreise mit der Fähre haben wir 2 Schweizer lernen kennen, die im Atlasgebiet eine Permakulturschule aufgetan haben. Wir haben die Adresse bekommen und haben uns auf den Weg gemacht, die zu besuchen. Als wir bei dieser Schule angekommen sind, waren sie noch nicht eingetroffen. Sie haben eine längere Route genommen und auch ihr Auto war nicht gerade gemacht für die Straße in Marokko. Sie haben sich extra mehr Zeit eingeplant und sind darum auch später angekommen. Wir haben sie somit verpasst. Aber was wir nicht verpasst haben, ist die Schönheit und die Grösse des Atlasgebirge. Der Tajin hat sich nachher dort ein Djellaba gekauft. Und wer jetzt Star Wars kennt, weiss, dass jede Ritter die geilsten Umhänge haben auf Erde. Und ein Djellaba sieht etwa so aus. Im Nachhinein haben wir gemerkt, er hat sich auch die geilste Djellaba gekauft, die es gibt. Weil jeder Marokkaner hat ihn auf die angesprochen. Also sind wir von dieser Schule weitergefahren Richtung Wüste. Zwar haben wir unsere Kollegen dort nicht getroffen, aber wir haben dafür andere schöne Sachen gesehen. Zum Beispiel die Hilfsbereitschaft von allen Marokkanern, die in dieser Bergregion wohnen. Und die unglaubliche Schönheit des Atlasgebirge. Die Zusammenspielung der Farben, dem verschiedenen Gestein und dieser enormen Grösse der Berge war einfach nur atemberaubend. Und ich für mich habe dort gemerkt, das erste Mal auf der Reise, dass jedes Mal, wenn du an einen Ort hergehst, wo es dir gefällt, dass du ein Stückchen von dir dort lässt und ein Stückchen von dort mitnimmst.
Und somit bereichert es dich eigentlich, egal wo du hergehst. Und lebt dann von deinen Erinnerungen. Und von diesen 150 Fotos, die wir dort gemacht haben. Nach dem Atlasgebirge ist uns geraten worden, in die Wüste zu gehen. Für uns war klar, wenn wir auf Marokko gehen, das Mal gehen wir nicht nur surfen, was wir dann später 2 Wochen gemacht haben, sondern wir gehen ins Inland. Und zwar überall, wo wir her wollen. Jetzt gibt es verschiedene Punkte, für in die Wüste zu gehen. Und was mich recht erstaunt hat, ist, dass jemand gesagt hat, in Marrakesch hat es eine Wüste, die extra gemacht wurde für alle Influencer. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Leute von überall auf der Welt werden auf Marrakesch, in die grosse Stadt, eingeladen, gehen dann irgendwo mit irgendeinem Gefährt oder einem Dromedar in die gestellte Wüste und werden dort behandelt wie Gottheiten. Und hey, es war so surreal, dass ich einfach gerade rausgelacht habe und dann habe ich gesagt, und wir gehen in die grösste Wüste, die wir dort finden in Marokko. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann nach Merzouga gefahren. Und als wir in Merzouga ankamen, haben wir uns gefühlt wie bei Mad Max. Ewig lange Strassen, keine Autos, Dromedar sind rumgelaufen, irgendwelche scheiteren Bäume nebendran und Sandstürme. Wir haben ein Camping gesucht und unser Auto dort abgestellt. Und unmittelbar 10 Meter neben unserem Bett hat die Wüste angefangen. Mit riesigen Sanddünen. Ich habe es fast nicht geglaubt. Mir hat es fast den Schnauf abgestellt, weil nach dem Atlasgebirge habe ich gedacht, jetzt muss echt eine Granate kommen, dass mich das noch umhaut. Und ich bin vom Gegenteil überzeugt worden. Die Einfachheit von so viel Sand, der aufeinander gebiegen ist, und der Wind, der permanent über die Sanddünen bläst und der Sand wieder irgendwo anders herversetzt. Das war einfach Perfektion. Und es ist nicht lang gegangen, bis ich einfach in die Wüste gelaufen bin. Ich habe mir gar nicht viel dabei überlegt. Es war so wie ein Magnetfeld, das einfach angezogen hat. Als müsse man den Sang und die Wärme, die der Sang hat gespeichert hat, anlängen, verlaufen drinnen. So etwas Magisches. Kurzerhand hat sich dann auch der Taschin in die Banne reinziehen und wir sind zusammen durch die Wüste gelaufen. Irgendwann ist von weiter weg das Gebet von der Moschee zu hören. Und dann haben wir gesehen, dass ein Berber mitten in der Wüste abgeknäult ist und hat angefangen zu beten. Und spätestens dann haben wir beide geschnallt, hier ist es echt. Die Leute hier, die leben hier. Ich meine, die leben hier richtig. Am nächsten Morgen, als wir aufgewacht sind, war es noch dämmerig. Und wir wussten, jetzt müssen wir Gummi geben. Jetzt müssen wir schnell, so schnell wie es geht, auf die höchste Düne rauf, die wir sehen. Und das haben wir dann gemacht. Also sind wir unmittelbar nach dem Aufstehen auf die grösste Düne, die in der Umgebung war, aufgeklettert. So eine Düne ist dann etwas Heimtückisches, sage ich euch. Weil von unten, wenn du unten dran stehst, denkst du so, ja, 10 Minuten, easy. Fährst an zu laufen. Und für jeden Schritt, den du vorne machst, gehst du etwa eine halbe zurück. Eine gefühlte Ewigkeit haben wir gehabt, bis wir zuoberst oben auf diesen Dünen waren. Als wir dann oben angekommen sind, haben wir subito gewusst, wieso wir jetzt das gemacht haben. Zwar haben wir den Sonnenaufgang verpasst, so der epische Sonnenaufgang, wo das Kugel am Horizont aufgeht. Aber was wir dort oben gesehen haben, dass die Sonne, dass die Morgensonne, jetzt die Dünen, der Sand, in so einer schönen Farbe färbt, war einfach schon etwas krass Spezielles. Schön war es dort. Und als wir dort oben waren, haben wir so richtig den Touri-Scheiss gemacht. Ich bin hergestanden und habe geposet und habe versucht, ein gutes, schönes
Dünenfotos von mir zu machen, so richtiges episches, dass ich aussehe wie eine Berberbrut oder so. Ich hatte auch so eine Turban an. Und irgendwie haben die Fotos einfach verkackt ausgesehen. Und dann haben wir festgestellt, dass das, glaube ich, nicht so unser Ding ist. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht für runter und wir haben einander angeschaut. Und dann sind wir die Sanddünen einfach gerade runtergesäckelt. Und es war so gut. Es hat so gefackt, wie vom Aufbissen die Dünen dort runterzusäckeln. Bestimmt hast du das als Kind auch gemacht. Hast die von einem Hügel runtertrollen. Und das haben wir auch gemacht. Aber auf diesen Sanddünen. Und es war einfach zu geil. Am Nachmittag sind wir dann mit dem Dromedar und einem Berber in ein Berberdorf in die Wüste geritten. Und ein Dromedar, wie von mir falsch angenommen, hat nicht 10 Stundenkilometer, sondern etwa 3. Und wenn ihr eine Dromedar-Reise organisiert, seid euch bewusst, es tut so weh. Es gibt so Oberschenkelmuskelkater. Klar, die reiten, die sind sich das gewöhnt. Und ich hatte früher daheim auch Ross und ich bin auch viel geritten, aber das war echt jenseits von Gut und Böse. Also das Dromedar ist sicher nicht die schnellste und auch nicht die bequemste Fortbewegungsmöglichkeit. Aber es ist ein natürliches Fortbewegungsmittel, wenn du in der Wüste umwanderst. Anschliessend sind wir dann in einem kleinen Berberdorf angekommen. Und dort haben wir bei einer Berberfamilie zu Mittag gegessen. Es hat Berberpizza gegeben. Das ist so Fladenbrot gefüllt mit allem Möglichen. Und dann haben wir mit dem Berberherr dort ein bisschen berichtet, wo unser Guide war. Der war etwa in unserem Alter. Der Taschin hat dann den Berberguide gefragt, was das Berberzeichen genau bedeutet. Das Berberzeichen ist ein Z, aber es sieht nicht aus wie das Z, das wir hier kennen. Und der Berber hat dann gesagt, das ist ein Mann, der die Arme ausbreitet hat und gegen den Himmel verstreckt. Es bedeutet Freiheit. Und er hat dann gesagt, das macht ja Sinn. Und er hat gesagt, alles macht Sinn. Und ich habe dann haargenau gewusst, was er gemeint hat. Mit alles macht Sinn. Wo wir weiter gefragt haben, ob die Kinder hier nicht in die Schule gehen. Und er hat gesagt, die Kinder hier gehen in die Lebensschule. Alles andere braucht man hier nicht. Und wir haben dann einen Mittagsschlaf genommen. Und es ist ein riesiger Sandsturm aufgekommen. Und überall hat es Sand ins Gesicht, in die Kleider, durch die Wände. Überall ist Sand hergekommen. Und anschliessend, wo sich der Sandsturm ein bisschen gelegt hat, sind wir mit dem Dromedar zurück. Als wir aus dieser Wüste raus sind, habe ich mit dem Taschin über das Erlebte geredet. Und beide haben festgestellt, dass wir einfach eine tiefe Ruhe in uns haben. Wir konnten uns das nur erklären, dass das vor imposanten Wüste und diesen riesigen Dünen sein kann. Weil das irgendwie Ruhe vermittelt. Und die Dünen, die sehen so aus, als wären sie von nichts beeindruckt. Und sehr beständig, obschon dass sie die ganze Zeit sich verändern. Aber es hat irgendwie so eine Ruhe vermittelt, dass wir die dann auch mitnehmen konnten. Nachdem wir in Merzouga waren, haben wir uns entschieden, jetzt gehen wir surfen. Weil das war ja eigentlich auch der Ursprung, wieso wir auf Marokko sind. Aber von Merzouga bis dorthin, wo wir wollten, waren es etwa 800 Kilometer. Und 800 Kilometer machst du in Marokko einfach nicht in einem Tag. Also haben wir mit drinnen in dieser Strecke gehalten und sind zu einer Familie gefragt, ob wir im Garten schlafen dürfen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind mit Freude empfangen worden, was ich natürlich auch wieder nicht gedacht hätte. Weil wenn uns jemand kommt fragen, hey, kann ich im Garten schlafen, hinterfragst du es, glaube ich, schon ein bisschen. Kein einziges Mal haben sie gezögert. Und wir sind mit Hängen auf Füßen eingeladen worden zum Nachtessen. Dummerweise waren wir dann schon am Kochen auf unserem Gaskocher. Aber das war auch wieder ein schönes Erlebnis und hat mir wieder gezeigt,
dass wir manchmal einfach zu engstirnig waren und Ängste haben, die ziemlich unberechtigt sind. Ich rede nicht von dieser Blauäugigkeit, einfach alles zuzulassen und zu allem Ja und Amen sagen, sondern eine gewisse Skepsis ist gut. Aber wieso immer das Angsten? Angsten vor Veränderungen und Angsten vor Sachen, die passieren könnten. Ob schon, dass ja genau das Gegenteil passieren kann und dir einfach die Freude vom Leben passiert dort. Dort war ich wieder mal von mir selber enttäuscht, weil ich gesagt habe, ich will nicht bei fremden Leuten im Garten schlafen. Und der Taschin hat gesagt, wir gehen es einfach fragen und schauen, was passiert. Und logisch haben sie Ja gesagt. Und wie sie Ja gesagt hat. Zwar haben wir es wörtlich nicht verstanden, aber wir haben an den Gesten gesehen, dass wir herzlichst willkommen sind. Marhaba heisst es auf Arabisch. Am nächsten Morgen sind wir voller Vorfreude Richtung Imswan. Und ich war bereits in Imswan und Imswan ist ein super Ort zum Surfen. Long story short, wir waren 2 Wochen am Reinsurfen, shredden, wie man das dort auch nennt. Und haben einfach so eine gute Zeit gehabt. Jeden Tag surfen, ein bisschen rumplägern und wieder surfen und wieder plägern. So richtig schön. Und wer surft, weiss, dass das Wasser irgendeine Wirkung hat, die man nicht beschreiben kann. Für mich ist es wieder der Flow, der passiert. Wenn das Wasser kommt und die Wellen kommen und du bist einfach wie Eis im Wasser. Und was ich das Schönste am Surfen finde, ist, dass man so unheimlich klein ist. Man ist einfach nichts gegen all die Naturgewalt. All das Wasser und der Wind, das Salz und je nachdem, wie die Strömung geht, musst du dich halt wieder neu orientieren. Das ist etwas, was mich sehr inspiriert am Surfen. Zu merken, man darf sich nicht so ernst nehmen. Und vor allem bleib dran und go with the flow, auch hier wieder. Was ich auch wieder gemerkt habe, ist know your basics. Weil, wenn ich jetzt so meine Finger anschaue und ich sehe, da ist eine Schraube drin im Ringfinger, weil ich nicht aufgepasst habe beim Surfen und mir 2 Finger gebrochen habe, finde ich dann wieder, ist aber schade, wenn man nicht aufpasst. Also, Surfen gibt extrem viel, aber ist auch ein Sport, den man beherrschen muss. Der Taschin ist dann fleissig weiter surfen. Während ich am Umplägern war, weil ich das Surfen für die Ferien endgültig an den Nagel hängen konnte. Oder an die Schuhe von meinen Fingern. Die habe ich immer noch drin. Und wir waren ja bereits in Imswan und haben dementsprechend auch wieder altbekannte Gesichter getroffen. Sie sind mit denen Tee trinken, essen und haben neue Bekanntschaften gemacht. Und eine Bekanntschaft ist mir sehr geblieben. Ein älterer Marokkaner, der ziemlich gut Deutsch geredet hat, hat uns zum Tee eingeladen. Einfach so, weil man das halt so macht. Weil man gastfreundlich ist und will wissen, was die Fremden zu erzählen haben. Und dass Fremde nachher ziemlich schnell Freunde werden können. Also hat uns der Herr erzählt von seiner Lebensgeschichte. Und der Taschin und ich sind dort auf dem Stuhl gehockt und haben ihn angeschaut. Mit grossen Augen. Und dann haben wir schon wieder gedacht, hey, was will der von uns? Wieso erzählt der das? Und wir haben beide gemerkt, das ist einfach ein ganz guter Keib. Und er will euch erzählen. Und er will hören. Er will bereden und diskutieren. Er hat dann sehr viel von sich preisgegeben. Und wir haben immer gefragt, nach dem Warum. Und er hat dann gesagt, warum? Wieso fragt man immer nach dem Warum? Warum lebt man nicht im Moment und lässt es einfach passieren? Er ist jetzt schon so lange unterwegs auf der Welt. Und er lebe eigentlich gern einfach so und schätzt einfach so. Der Mann hat echt Eindruck gemacht. Und auch dort habe ich wieder ein bisschen von mir dort gelassen und ein Stückchen von dort mitgenommen. Wir haben natürlich auch viele Touristen getroffen. Und 2 Touristen, die sind uns richtig ans Herz gewachsen. Ein Pärchen aus Deutschland. Und während Imswan haben wir mit ihnen sehr viel Zeit verbracht. Es waren Gleichgesinnte und trotzdem haben sie andere Aspekte mit ins Leben gebracht,
was sehr bereichernd war. Nach Imsuan sind wir zurück nach Agadir. Ich musste meinen Finger zeigen, wo ich den Vortag operiert habe, und musste Bandagen wechseln. Nach dem Doktorbesuch sind wir ins Paradiestal. Und das Paradiestal wirkt auf den ersten Moment paradiesisch, hat jedoch auch gelitten. Gelitten wegen uns, wegen unserem Müll, den wir fortschiessen, weil wir so viel konsumieren und nicht so Sorge haben zu dem, was wir eigentlich schätzen sollten, der Natur. Sehr viele Leute, sehr viele Touristen und Einheimische. Wer auch immer, ist doch egal, aber es war eigentlich alles voll Köder, wie in den Strandgegenden auch. Einmal hatte so viel Köder am Boden, dass ich gefunden habe, jetzt sammeln wir den ein und ich mache mir aus dem ein Badtuch. Und das haben wir dann gemacht und in einem Fötterchen festgehalten. Und als wir das Fötterchen gemacht haben, ist es mir nicht so gut gegangen. Und auch um die Taschen nicht. Weil wir einfach gemerkt haben, wie fahrlässig wir Menschen mit unseren Ressourcen, mit dem Materiellen und mit dem Nicht-Materiellen und mit all dem, was uns gehört, aber auch nicht uns ist, umgehen. Und ich wünsche mir einfach für die Zukunft ein bisschen weniger Ego und ein bisschen mehr Vernunft und ein bisschen mehr Handlung. Weil das Geschichtchen von «Du kannst allein nichts bewirken», das ist eine Lüge. Man kann sehr viel bewirken. Man muss es halt einfach machen und probieren. Und dann weiss man sehr gut, wenn man genauer hinschaut, dass man nicht gegen alles konsumieren muss, was einem angepriesen wird. Und dass man auch nicht immer jedem Trend nachsäckeln muss und dass es vielleicht auch mal gut ist, weniger Fleisch zu essen oder weniger tierische Produkte zu konsumieren. Oder dass man halt jetzt den Plastik nicht kaufen muss, sich Alternativen überlegt. Achtung, ich bin schon wieder fast am Eskalieren. Das kommt sicher in einem anderen Podcast. Aber in dieser Episode geht es um Marokko und nicht um meine Einstellung zur heutigen Gesellschaft. Nachdem wir im Paradies da waren, sind wir weiter auf Marrakesch. Und jedes Mal, wenn ich in Marrakesch bin, denke ich gehe nicht mehr. Weil Marrakesch ist für mich die pure Reizüberflutung. Klar hat sie Charme mit all diesen Souks in der Medina, dem guten Essen, dieser Vielfältigkeit. Aber es ist einfach auch anstrengend, weil es hat überall alles und zu jeder Zeit immer. Und darum habe ich auch das Mal gesagt, wenn ich das nächste Mal auf Marokko gehe, dann nicht mehr auf Marrakesch. Und ich bin mir sicher, wenn ich das nächste Mal auf Marokko gehe, stehe ich wieder in diesem Marrakesch. Ich weiss nicht, was es ist. So ein kleine Hassliebe. In Marrakesch haben wir nachher Kolleginnen getroffen von der Schweiz. Und die haben ein Berberzelt gemietet an einem schönen Ort. Und es war richtig schön, auch ein bisschen wehmütig, das Boschi für eine Nacht zu verlassen. Und in diesem schönen Berberzelt zu schlafen mit unseren Kolleginnen. Am nächsten Tag ist es auch schon richtig heim zugegangen. Wir haben gemerkt, die Reise tut sich jetzt am Ende zuneigen. Am Anfang des Reisen haben wir ja in Chefchaouen gestartet. Und wir konnten uns keinen schöneren Platz vorstellen, um die Reise wieder zu beenden. Also sind wir ein zweites Mal auf Chefchaouen gefahren. Salam alaikum. Salam alaikum. Und dort haben wir auch gleich noch all die teure Sachen gemacht. Für unsere Liebsten daheim ein paar Sachen gepostet. Oder für uns selber. Noch schnell hier marokkanischen Tee kaufen, hier noch einen Feigenkranz, hier noch ein paar Strandtüchli und da noch ein bisschen Öl und da noch eine Seife und da hinten noch ein paar Schuhe. Wie man es halt macht, wenn man in einem fremden Land ist und gerne ein bisschen Eindrücke mit heimnimmt. Und dann ist es richtig kalt geworden. Wir haben gemerkt, jetzt geht es Richtung Norden. Es war so kalt und da ich leider meine Turnschuhe auf dem Dromedar in der Wüste vergessen habe, musste ich mich andersweitig orientieren während der Marokko-Reise. Also habe ich Wollsocken vom Grossi angelegt und ein paar Sandalen und bin so wie ein Oberspast durch ganz Marokko gereist. Und am Schluss hat mir dann der Tajin ein schönes Paar Schuhe gekauft.
Und dann konnte ich meine Wollsocken anlegen und in diesen Schuhen rumlaufen. Und das war richtig schön. Am nächsten Tag haben wir uns aufgemacht für auf die Fähre. Wir sind von Marokko wieder zurück nach Spanien gereist. Und von Spanien schnurstracks heim auf Bern. Zwischendurch haben wir 3 Stunden auf einer Tankstelle geschlafen, weil es halt einfach gleich schön war, noch einmal im Posti zu schlafen und weil es halt auch nötig war, weil das ganze Heimreisen, wer es kennt, macht auch ein bisschen müde. Als wir dann daheim angekommen sind, haben wir einfach auch das Herz voller Freude gehabt und kaum darauf warten, allen Leuten das Passierte zu erzählen. Als wir dann daheim in Bern angekommen sind, haben wir uns so angeschaut und gedacht, eigentlich könnte man gerade wieder gehen. Eigentlich könnte man gerade wieder auf Barcelona, auf die Fähre und Marokko bereisen. Aber so schön wie es unterwegs war, ist so zu Hause gekommen. Und all den lieben Leuten, die man daheim hat, zu berichten, wie gut dass man es hatte, was man gemacht hat und was einem passiert ist. Was ich jetzt dir von Marokko möchte mitgeben, ist Folgendes. Wenn du alles einmal überlegst, auf Marokko zu gehen, nimm dir Zeit. Marokko ist ein Land, das Zeit braucht. Und man vergisst die Zeit auch ziemlich schnell dort. Es wäre also schade, wenn du 1-2 Wochen auf Marokko gehst. Weil so schnell auf Marrakesch fliegen und dann hurti in die Wüste und dann vielleicht noch auf Essaouira. Ah stimmt, in Essaouira, in dieser Hafenstadt, waren wir auch noch. Dort ist es auch immer schön. Aber eben, nimm dir Zeit und mach nicht schnell die Tourist-Sachen, sondern bereise auch die Sachen, die nicht angepriesen werden. Weil die lohnen sich. Die geben Stoff im Flämmchen im Bauch, die für Inspiration sorgen. Und wo das ganze Land auch ausmacht. Was ich dir auch empfehle, als Frau, ist, reise doch am besten mit einem Mann. Nicht, weil es gefährlich ist als Frau. Ich hätte es nie so erlebt. Aber es macht es dir ein bisschen einfacher. Du wirst vielleicht weniger angeredet. Und du hast das Privileg, dass der Mann, den du dabei hast, mit den anderen Männern kann verknüpfen und sich austauschen. Und so ergeben sich enorm viele Möglichkeiten und Offenheiten. Ich bin froh, dass ich mit dem Taschin unterwegs war. Einerseits, weil es schön ist, mit jemandem Sachen zu teilen, die man gerne hat. Und andererseits hat es mir einfach auch zum Reisen die Türen aufgetan. Weil Männer haben es viel einfacher, dort mit Männern in Kontakt zu treten. Und die Männer dort, wenn man einmal eine Chilaba hat und so charmant und lieb und offenherzig ist wie der Taschin, sie laden dich ein zum Essen, sie laden dich ein zum etwas zu trinken, sie laden dich ein zum Sein und sie laden dich ein, Marokko kennenzulernen. Was auch immer gut ist, wenn du ein kleines Know-how hast von der Sprache. Also Basic Arabisch wäre schon noch von Vorteilen. Wie man sich begrüßt, wie man fragt, wie es geht und auch eine Antwort darauf weiss. So ein bisschen die Freundlichkeitsfloskeln wie «guten Appetit» oder «ich heisse». Einfach alles das Zeug, wo wir uns auch darüber freuen würden, wenn jetzt irgendjemand von einem fremden Land in mein Land würde kommen. Auch das bietet sehr viel Offenheit von ihrer Seite her. Und wenn es darum geht, etwas zu kaufen, was du wirklich willst, kann ich dir nur etwas empfehlen. Und nämlich handeln, handeln, handeln. Sie verkaufen dir die Sachen nicht, wenn sie keinen Gewinn machen. Habt dich dafür, du handeln, es ergeben sich lustige Gespräche daraus und sehr lustige Situationen. Im schlimmsten Fall kassierst du es «Not today, my friend» und dann gehst du aus dem Laden und das war es. Und im besten Fall hockst du auf einem huere schönen Teppich, wie ich jetzt gerade, wo du ziemlich einen guten Preis hast gemacht und dir Freude hast. Einer der wichtigsten Punkte, die ich mit dem Taschin besprochen habe, ist: halte doch an ihre Kultur und an ihre Religion und an ihre Wertvorstellungen. Es vermittelt einen Respekt von deiner Seite gegenüber dem Land und diesen Leuten. Und es macht es dir auch beim Reisen einfacher, wenn du die Kultur schätzt, als hättest du ein Geschenk bekommen, das Land jetzt zu bereisen. Und mit dem komme ich auch schon zum nächsten Tipp, den ich dir geben möchte. Ich habe vorhin gesagt,
nicht blauäugig durch das Zeug laufen und sich auf jeden Blödsinn einlassen. Bitte, bitte, leg deine Vorurteile auf die Seite. Ich meine nicht, dass du dann blauäugig durch das Zeug laufst und dir keine Gedanken mehr machst. Gesunder Menschenverstand. Aber all die irrationalen Ängste, das hindert dich am Erleben von diesem Land. Leg sie auf die Seite, lass dich darauf ein. Weniger Vorurteile, es bietet so viel mehr Offenheit. Ich wünsche mir für dich, wenn du in das Land gehst, dass du eine gewisse Offenherzigkeit kannst mit dir mitnehmen. Und auch, nächster Tipp. Ich habe es schon 2-mal gesagt, aber go with the flow, wirklich. Lass dich vom Land treiben. Kauf das, was du willst, weil daheim gibt es nicht. Iss das, was du willst, daheim gibt es nicht. Red mit diesen Leuten, daheim gibt es nicht. Es ist alles anders. Überall ist alles anders. Und das macht es aus. Das ist das, was beim Reisen inspiriert. Und Fakt. Ich könnte wieder zurück, wenn ich das so erzähle. Was der Taschin und ich immer wieder festgestellt haben beim Reisen, die duschen gern. Die duschen gern T-Shirt gegen Schuhe, Schreiber gegen Essen, alles mögliche. Und wir hatten schon ein paar Sachen dabei zum Duschen. Wir haben zum Beispiel mal ein Trottinett gelassen oder ein altes T-Shirt eingetauscht oder so. Aber wir hier in der Schweiz haben so viel Zeug, das wir nicht brauchen oder wo wir das Gefühl haben, wir brauchen es noch, aber dabei ist es nur hinderlich. Sammelt das Zeug. Oder auch Werbegeschenke, was auch immer. Das, was ihr findet, das gehört in eine Brockenstube oder schiesse fort. Macht eine Kiste daheim, sammelt das Zeug, geht es rein und das nächste Mal, wenn ihr reisen, wenn ihr genug Platz habt, nehmt das Zeug mit. Es wird mit offenen Armen empfangen. Das beste Beispiel, wo wir durch das Atlasgebirge gefahren sind, kommen einfach mal 3 Jungs hinter den Steinen führen. Dann sind sie zäckeln. Das Einzige, was ich dabei hatte, ist Datteln. Und dann haben wir ihnen Datteln gegeben. Aber ich meine, die kennen Datteln dort. Dann hat er gefragt nach einem Schreiber. Der gesagt, Stilo, Stilo, Stilo. Per Zufall hatte ich wirklich 3 Schreiber dabei gehabt. Ein anderer hat gefragt, hat er etwas zum Tauschen? Und meine Mama hat mir so getrocknete Pfirsiche vom Garten mitgegeben. Und das konnte ich tauschen. Oder Sachen, die wir nicht mehr brauchen, sind dort herzlichst willkommen. Willkommen sind auch wir Touristen. Weil wir Touristen machen dort 80% von allen Arbeitsstellen aus. Aber wir sind nicht nur wegen Geld willkommen. Wir sind willkommen wegen unseren Geschichten, die wir erzählen. Weil sie dort haben wahrscheinlich nicht die Möglichkeit zu reisen. Und wenn ich schon vom Reisen rede, als der Taschin und ich am Schluss auf der Fähre sind heimgefahren und in Barcelona in den Hafen gelaufen sind, habe ich ihn gefragt, was er mitnimmt von seiner Reise. Und er hat gesagt, Gastfreundschaft. Und ich habe gesagt, ich würde mir in Zukunft gerne ein bisschen mehr von anderen helfen, nach Hilfe fragen, wenn man sie dann braucht. Und beides und noch viel mehr haben wir in Marokko tagtäglich erfahren. Ich packe in meinen Rucksack ganz viele schöne Erinnerungen. Und ich hoffe, dass du in deinen Rucksack auch ganz schöne Erinnerungen einpacken kannst. Und vielleicht ein bisschen Ballast kannst du irgendwo her tun, wo ihn niemand braucht. Damit du dann für die Zukunft mit etwas leichterem Gepäck umreist. Wieder mal finde ich es wunderschön, hast du heute zugelassen bei Awesome Range of Freedom. Habt ihr Sorge und